Nun denn, nun denn, nun denn. Die Legende der Sternhelden hier im Solo-Modus bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ja, ist soweit eigentlich abgeschlossen, weil man, es gibt noch kein weiteres neues Kapitel, obwohl ich mich sehr darüber freuen würde. Klar, wir können hier noch ein, zwei, glaube Kämpfe mit den Angriffsplaneten machen. Ich muss aber zugeben, dass ich eigentlich nicht mehr so Bock drauf habe. Wir haben das meiste auch schon gemacht, vielleicht nur noch das hier. Aber in den Crusadern und so, okay, gut, Cyberfinsternis, das wäre zwar irgendwie spannend. Das kann man zugeben. Der Weg der Cyberfinsternis. Am Gegner oder was? Gimmick-Dinger und der Gegner hätte Cyberfinsternis oder was? Ja, natürlich. Die coolen Karten, die ich auch gerne nutzen würde, die kann der Gegner nutzen. Ja, scheiß die Wander, ne, okay, weißt du was. Und tschüss. Wir nehmen ein neues Kapitel, Freunde. Vollstrecker der Gerechtigkeit. De Licht verpflichtet. Dem Fesseln ihrer mächtigen Karten de Licht verpflichtet. Oder die Feen, die das Wetter malen. Ist das der Baumfasch hier unten? Die Führung des Herolds. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Unbeugsame Krieger von die 6 Samurai aus dem Schlachtfeld erwarten. Okay. Die Gefahrakten. Verehrer des Heiligen Phönix. Das wäre, klingt ja schon mal cool. Wir, die fröhlichen Plünderpatrouillen. Alter Schwede. Reizende Wunder der Finsternis. Legende des Sternendrachen. Das ist aber nichts, was irgendwie auch mehrere Kapitel hätte, wa? Das Subkapitel. Ne, sieht nicht so aus. Oh. Wenn irgendwie immer kürzer war, kann das sein? Okay. Ja. Eigentlich hätte ich Bock auf die hier. Ich denke so 6 Samurai und so, aber okay. Wir gehen der Reihenfolge nach. Döllich verpflichtet. Noch eines der letzten Kapitel hier, die relativ lange sind, wa? Yeah! Gönnt euch das Szenario! Das Schwert in der Hand, in voller Rüstung, mit Roben geschmückt. Alle glänzen hell wie Platin. Eine Demonstration der Macht dieser Helden. Sie sind als die Lichtverpflichteten bekannt. Woher kamen sie und wofür kämpfen sie? Die Wünsche derer, die für Frieden beten, die Schreie derer, die unter Tyrannei leiden, die unschuldigen Tränen von Kindern. Sie erscheinen plötzlich, eine Armee des Lichts, die die Barriere von Raum und Zeit durchbricht. Für jeden, dem sie helfen, nimmt ihre Gerechtigkeit eine andere Gestalt an. Einige sehen einen Ritter in schimmernder Wehr, andere einen eleganten Zauberer oder Zauberin. Wiederum andere sehen einen göttlichen Engel oder Engelin. Was? Oder einen Drachen oder okay, jetzt reicht's. So groß, dass der Berg hinter einem seiner Flügel verschwindet. Das behaupten sie jedenfalls. Ah, es geht um die. Okay, jetzt weiß ich wieder welche Monster. Weil die kann man zuerst gar nicht bekämpfen, aber der hier. Ja, den kenne ich. Scheißvieh. Ganz gleich, welche Gestalt die Vollstrecker annehmen. Ihre Mission ist unveränderlich. Nachdem sie die Bösen vernichtet haben, verschwinden sie spurlos. Und tschüss. Sie leben im strahlenden Reich des Lichts. In einer Welt auf einer anderen Ebene von Raum und Zeit trainieren sie ständig dafür, Gerechtigkeit walten zu lassen. Schön, schön. Jein, lichtverpflichteter Paladin. 4 Sterne, falls die Karte Monster des Gegners angreift, erhält sie nur während des Damage selbst 300 Angriffspunkte. Ja. Ein pro Spielzug in einer M-Phase legt die obersten 2 Karten des Decks auf den Friedhof. Ja, wobei. Hä? Am Krieg wird es ein neues Symbol? Also, bevor ich jetzt das Spiel gestartet habe, war nämlich irgendwie, naja, besonderes Update.
Also relativ groß war. Ein halbes Gigabyte groß. Deswegen dachte ich mir schon, okay, irgendwas muss jetzt neu sein. Sind die Icons ausgetauscht. Ja gut, Bilder sind groß, oder können groß sein. Lernen die Vorzüge und Nachteile des lichtverpflichteten Decks. Du bist als Zweiter. Ja, okay, das haben sie noch nicht gefixt. In diesen knapp 500 Megabyte Daten. Nee, warum auch so Übersetzungsfiles anpassen? Nee, warum auch? Was macht ein lichtverpflichtetes Deck einzigartig? Ein paar Karten und ein Deck auf den Friedhof legen. Achte darauf, das Duell zu beenden, wo du keine Karte mehr ziehen kannst. Das wäre doof. Also ein Signaturmonster Urteilsdrache ins Spiel bringen. Ah, das war der Quatsch. Dieses Monster hat einen Effekt, der es dir laut anlernen kann, aus dem Spiel zu zerstören, was 1000 Lebenspunkte kostet. Ich hätte gerne mal im Anime so ein Duell gesehen zwischen dem Urteilsdrachen und dem weißen Drachen. Mit dem eiskalten Blick. Also, halt dem blauäugigen weißen Drachen. Ihr wisst schon, was ich meine. Stell mir noch cool vor. Okay. Ja, soll ein Spiel oder was? Ah, ja gut, macht Sinn. Ja, ich wirf ihn ab, dann sehe ich 2 Karten und wirf wieder 2 Karten ab. Ich rufe ihn mal. Mein Viech. So, aber schon 4? Ja, nee. Also der Effekt ist natürlich cool. So, aber jetzt aber genug Monster. Um ihn zu rufen. Jo, natürlich. Mit unterschiedlichen Namen. Ja, eben gut. Ah, wir hatten einen Effekt, sehr schön. Greife Lebenspunkte direkt an. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, was ich immer noch hätte. Wird wohl kaum ein Licht verpflichtet. Synchro oder. Schwarzer Rosen-Mondlichtdrache. Okay. Lichtenddrache. Rechnerritter Parshu. Gibt es einen Lichtenddrachen eigentlich auch? Oder gibt es den schon länger? Ich habe nur gerade, immer wenn ich so die Synchro-Monster, vor allem mal die Drachen sehe, das erinnert mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! 5Ds, Warriors of Arcadia. Bis heute noch eins meiner Lieblings-Yu-Gi-Oh! Weil ich auch die Story dort so cool fand. Und dort haben wir immer überlegt, ja verdammt nochmal, was für einen Drachen hätte ich dann? Dort. Also als in anderen, ne? Weil ja jeder dort seinen Drachen hat, die da auswählte. Und nur wir als Hauptperson irgendwie nie so richtig unseren. Was? Ja, will ich ja. Also, Entschuldigung. Ich war schon wieder weiter. Victory is our. Lichtkugel. Ching ching. So. Wie sieht hier oben aus, es bräuchte, so endete. Man sieht es, okay, da kriege ich auf. Wie sieht es hier unten aus? Das kriege ich auch noch auf. Also Duell 3. Zerstört, hat wieder die Anzahl. Okay, okay. Dasselbe, was wir gerade eben schon gesehen haben. Ich habe auch hier Urteil Drache des Himmels. Dann spielen wir doch jetzt. It's time for duel.
Der Licherpflicht der Jäger, natürlich. Hm. Okay. Ja gut, das Problem ist halt, ich muss die Karte aufs Deck legen. Wenn Friedhof gelegt wird. Ja, okay, warte mal. Mit ihm wird's klappen, wa? Natürlich geht das erst, nachdem sie aktiviert haben, so ich aufs Deck gelegt habe, war. Das ist irgendwie auch doof, aber die Kombi könnte trotzdem funktionieren. Ich versuch's mal so, komm. Das wird wehtun. Oh, das tut ihm noch weh. War so nicht geplant. Der Plan war eigentlich ein bisschen anderer. Scheiß, die wandern. Okay. Ich meine, er muss lieber vielleicht ein Monster werfen. Alles andere geht nicht. Schade eigentlich. Ja, da ist schon ein bisschen was auf dem Friedhof, aber noch zu wenig leider. Da ist er doch! Der gute Junge. So. Was können wir denn jetzt hier für ein krasses Viech rufen? Nein, nicht wirklich krass. Leider. Ja, dann hätte man keinen 1000 Lebenspunkte bezahlen. Ich meine, den Effekt kann ich ja sowieso ständig einsetzen. Theoretisch. Ich kann auch sonst eh nichts damit machen. Und die 4 anderen Monster habe ich ja sowieso immer. Da kann er auch seinen Effekt nutzen. Urteilsdrache! Fälle dein Urteil. Ja, muss er ja, wa? Mhm. Verräterische Schwerter. Tja. 1000 Punkte zahlen, so will aber gar nicht mehr. Dann aktiviere sie trotzdem mal. Dann aktiviere ich dich, den da. Nur für ihn. Jetzt kann ich theoretisch oder so ein Viech rufen, aber keinen Bock drauf.
dass er den Effekt vom Urteilsdach immer wieder einsetzen kann. Ähm. Warte mal. Oh, kannst du mal aktivieren, komm. Dann sind noch Karten kommen, mit denen ich meine Lebenspunkte auffrischen könnte. Das wäre jetzt geil. Ich rufe Laila. Dann jetzt eigentlich noch Schönes. Bushinten Tsukuyomi. Okay. Dai Gusto Emerald. Gesundheit. Also nicht ganz so, wie man das Deck jetzt spielen sollte, aber es funktioniert. Was willst du mehr? Garroth, Licherflieger Krieger, natürlich, was auch sonst. Ching Ching! Das Sache. Lichtstrahlmonster, das haben wir schon werden. Lichtstrahlmonster, so. Okay. Ja, aber schau mal, komm. Zeremonie der Sternenritter. Ja gut, die habe ich eigentlich schon. Aber ey. Ja, Moment. Frage noch ganz kurz. Deine Hand. Nein, pro Spielzug verwenden. Alter.
falls ein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert. Hat er jetzt gemacht, oder? Ah, jetzt. Okay. Kommen wir ein bisschen später dran, ich merke schon. Interessanter Effekt, den das Vieh hat. Haben wir uns gerade. Du kannst einen dieser Effekte aktivieren, ne, während der Main-Phase. Hm. Oh, ist der heilige Michael. Zerstört, du kannst die ganze. Ja, komm, mach ich mal. Ich hätte gerne ein Monster. Und zwar den da. Tschüss, Mann. Turn Changeo. So. Enthüllt nichts auf dem Friedhof, das stimmt, aber ich kann mich ja irren. Wir können den Effekt ja einmal pro Main-Phase nutzen. Ach, die schon wieder. Gut, der bringt mir jetzt gar nichts, aber der bringt was. Kuckuck, bin wieder da. Nee, passt schon, danke. Das war ein cooler Angriff. Da ist kein neues Viech. Okay. Wow, das war ja schrecklich. Ey, wäre doof, wenn ich das jetzt nicht mache. Wäre zwar auch eine Option, aber warum? Ich meine, klar, die Kombi von den beiden macht zwar, weil jetzt kann ich ja die Fallenkarte da nutzen. Das Vieh wieder rufen, wieder seinen Effekt aktivieren. Alter Schwede. Ist auch ein bisschen broken, die Kombi. Und das war's. Also diese Lichterfriede-Decks haben sie schon in sich. Mein lieber Herr Gesangsverein, hey. Lecco mio. Ja gut, Freunde, ich würde mal sagen, das war ein gelungener Einstieg hier bei Vollstreckter Gerechtigkeit und werden in der nächsten Folge noch Duell Nummer 5 versuchen und dann vermutlich uns nochmal ums Szenario kümmern und nochmal Praktik hier, irgendwas anderes in dem Fall. Duellen sind nach dem Ziel und dann vielleicht die Geschwerten hier unten noch machen. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen.